Es geht immer mehr wichtig, wer den ist und wer am ersten dran ist. Da wennst du mir verschiedene Supermärkte an der Kante vom LGE nur gefragt, wie sie sich zum Thema Ernährung positionieren. Und wir haben mit verschiedenen Leuten geschwärzt, die bestimmten erstgewünschten haben. Bio-Essen entwickelt sich immer mehr zu einem Trend. Dazu haben wir ein paar Entreprisen gefragt, die diesem Trend nachgehen. Also wir haben an den letzten Jahren festgestellt, dass Leute immer mehr aufpassen auf die Qualität von den Sachen, die sie essen, und dadurch ist der Konsum von Bioprodukten abgegangen. Der Naturata verkauft nicht mehr Bio. Es gibt schon 10 Filialen am Land. Wir haben gefragt, wer ihr gegründet wurde. Vor 25 Jahren hat Schanke Joss von Hüpperdang seinen Haff umgestellt auf Bio. Am Anfang konnten sie Produkte einfach Haff verkaufen. Die Biobauern beikommen, auch für die Produkte verkaufen zu können, haben sie sich zusammengedehnt. Besonders haben sie gemerkt, dass das nicht geht mit ihren Produkten. Sie haben diese Sachen importiert. Und dadurch haben sie eine Boutique gegründet und das hat Naturata geheißen. Was ist denn eigentlich ein Bioprodukt? Ein Bioprodukt ist ja mal an erster Linie frei von schädlichen Stoffen. Also als Bio-Kennzeichen muss es von einem Prüferverein kontrolliert sein. Die gehen bei den Bauern gucken, ob die Richtlinien angehalten gehen. Was mischt der Kaktus dann im Bereich Bio? Seit 1994 verkaufen wir am Kaktus Bioprodukte. Wir werden an der Grand Distribution mit die Ersten, und nicht sogar die Ersten, die das damals angefangen haben, dazu beitragen, dass die regionale Landwirtschaft sich weiter entwickeln kann. Weil der Demand von den Bioprodukten ganz stark an die Blut gegangen ist, sind wir leider gezwungen, einen Teil von unserem Biosortiment über ausländische Fournisseuren beizukaufen. Auch als Kantin der Rastopolis beteiligt sich. Wir haben am Moment 3% von all unseren Materialien, die Rastopolis kauft, Bio. Das ist äquivalent mit der nationalen Produktion am Bio. Bio ist ja aber mit teuer, weil keine Masseproduktion es am anderen Gewinn bringt, oder nicht? Die richtigen Discounter, wo der Bio wirklich zu Spottpreisen verkauft wird, das könnte von Masseproduktionen hier, wo die Leute ausgebeutet gehen, und das ist just Limit vom Bio. Da haben sie just ohne Pestiziden, ohne Herbiziden, ohne Genmanipulation, just so weit wie dann die Richtlinie steht. Kann sich das dann noch schützfrei leisten? Im Moment gesagt ihnen aber, dass eigentlich die Leute von allen Schichten bei uns kaufen kommen. Früher war das so eine kleine Boutique, wo ihnen sich schlecht müssen trauen, für ihre Rand zu gehen. An der Loire ist ein Supermarché, wo jeder kommen kann, aber wo die Jungen eben mehr kaufen an die anderen Männer. Ein anderer mich speziell erst gewünscht ist Veganessen. Mam Wanke haben einen veganen Lasagne gekocht und gefragt, wie zu dieser Ausstellung kommst. Mit 13 Jahren habe ich einen Bericht heimlich über deren Transport angeguckt. Ich mega degulas fand, weil du sagst, wie ich jung war, nicht mehr Fleisch gegessen. Dann habe ich mir dezidiert, kein Fleisch mehr zu essen, und ich mir ungewinnt Gemüse und Obst zu essen. Meine Familie hat das aber nicht akzeptiert, und ich nach 1,5 Jahren, 2 Jahre lang sich noch gezwungen, kein Fleisch zu essen. Ich habe so verstanden, dass ich das wirklich durchziehen. Und ja, da sind ich dann mit 15 Jahren richtig Vegetarier gehen. Mit 19 habe ich eine Veganerin kennengelernt. Und das hat man noch mehr gezählt, eben dass auch über die und Milchproduktion noch extrem viel Tiere sterben. So viel Fleisch wie am Kaktus leid, gibt es kein Käse draußen. Die sind alle gut an Halen. Und für das ein Kuh überhaupt keine Milch geben, muss alle Jahre geschwängert gehen. Es gibt kein Fleisch an Milch. Es gibt just Kühe, die schwanger gemacht sind. Die kriegen direkt nach der Geburt ihre Puppelchen waschgeholt. Und die Milch, die sich wie die Puppelchen durch, das konsumiert der Mensch. Das Baby geht ein paar Meter weit wasch an einen Iglu gesetzt. Durch die Kant, wenn der Mann bläht, wird Milchproduktion an Gang gesetzt. Ist das bei Biohaltung dann nicht besser? Bio-Deieren, auch Biomilch, auch da geht die Kuh waschgeholt. Und auch ein Bio-Kälbchen, ein männlich, geht zu Fleisch verarbeitet. Alles, was derisch ist für mich überhaupt nicht besser, weil, wie gesagt, immer mal Tod von Lebewesen, die Fehler haben, zu denen hat, und du sind ich einfach nicht d'accord, weil ich das ethisch persönlich für mich nicht korrekt fand. Mir tut immer besser Bio, da sind immer mehr Vitamine noch dran, das ist mehr gesund. Wir haben Schüler bei unserem Liste gefragt, was sie am Service zu essen kaufen und ob was sie mehr oder minder aufgepasst haben. Ich habe Gnocchi Bolognese gekauft beim Pasta Jolo. Für einen ordentlichen Preis können wir besonders zu essen, und sie machen das für einen Nüsse Tisch. Normalerweise, wie sie weiter dran ist, nicht so wie bei anderen Geschäften zuerst. Ich hatte Sushi und Reis beim Chinesen, beim Japaner am Nack. Und ich habe es gekauft, weil es gut schmeckt, weil es billig ist. Ich esse kein Fleisch und ich darf auch kein Gluten zu mir holen. Das ist an verschiedene Mehle dran. Das heißt, Reis ist eine gute Lösung. Und noch Fisch, also ich esse Fisch, das heißt, das geht auch.
Ich war gerade Nero Pizza essen, Pizza mit haben will haben, meine Lieblingspizza ist. Ich hatte Lust auf Pizza, am Anfang wollte ich an den Smile gehen. Aber wie der Stunde nicht mehr an den Smile gehen, dann aufhören und gerne, und sind dann an den Nero meine Pizza essen gegangen. Bei unserer Kante haben wir dann noch gefragt, für welchen Plan wir reservieren muss, wie das für ein paar Jahre nach der Fall war. Wir wollen den Schülern die Möglichkeit geben, auch wenn sie um 10 Uhr noch nicht wissen, was sie sollen essen, und dass sie statt um 12 oder um halb rein, wenn sie an die Kantine gehen, dann ihre Choix können machen. Pour les élèves, que ce soit plus facile pour eux, qu'ils aient moins de contraintes, que ce soit vraiment comme un restaurant. Bon, après, c'est à nous à gérer, donc on essaye de faire de notre mieux. Gibt da nicht zu viel oder zu wenig gekocht? Die professionelle Koch kriegt das auch ohne Reservationsobligation geriert. Sie gucken die Jahreszeit, sie gucken, wie da, an dem noch wie Plat das geht, wissen sie schon ziemlich genau, wie viele Schüler das kommen. Nous faisons une production vraiment limite. Au premier service, on prévoit un certain nombre de personnes, et si besoin est, on reproduit entre les deux services. Tout ce qui n'est pas chauffé, tout ce qui n'est pas sorti du frigo, on essaie de le retravailler au maximum pour éviter les pertes. Wen erstellt den Essensplan? Die geht von einer Gruppe von Experten bei uns an der Direktion zusammengestellt, immer für ein Trimester am Voraus. Wir orientieren uns da und den Erstgewünschten von den Schülern. Natürlich sorgen wir dafür, dass die Menüen immer équilibriert sind. Der Chef vom Site, den möchte alle Woche das Rating von allen Menüs, den ganz Woche für Drogiers gehen. Die wissen, was die Leute gehen und die wissen, was zum Teller gelöst haben oder für ihre Markenschüler gemacht haben. Die Plan die konsumiert geht, die depersonalisiert, können wir die rausstrecken für das ganze Land. Und da sehen wir, was die Klienten gerne hatten, was sie nicht gerne hatten. Und dementsprechend passen wir dann als Menü nun. Die Kantinstaten können noch von Eltern noch gefragt gehen. Wie autonom sind dann als Karre-Kippen? Dann kriegen die Chefs bei uns Aufweisungen, wie sie sollen kochen, wie ein Urlachen das sie sollen holen. Da gibt es einen internen Guide, wo sie permanent Noten kriegen, wie sie ihr Essen sollen präparieren. Les menus sont déjà préétablis au niveau avec une diététicienne pour garantir justement un équilibre. On a quand même un choix, on peut donner notre avis et de ce côté-là, au niveau des commandes également, c'est nous qui les faisons. Was für Produkte gibt es benutzt? La majorité des produits viennent du Luxembourg. Notre fournisseur, c'est la Provençale. On utilise un maximum de produits du terroir. On utilise un maximum de produits frais, minimum de congelés. On n'utilise aucun produit fini. Was geschieht mit den Resten am Cactus Naturata Arastopolis? Frischprodukte wie Joghurten und Milch und diese Sachen, die holen wir 2D für drin raus. Und das Surgelé aus, das hat ja mit langen Haltbarkeitsdatum, da holen wir normalerweise 2 Wochen für drin holen wir raus. Und natürlich beim Brot und bei der Patisserie, da sind die ja gewinnt, all der frisch Brot kriegt. Und da geht das effektiv an den Zahnputzig. Einmal am Tag kommen die Mäus und die holen dann all die Sachen wasch, die wir den Tag für drin müssen aus dem Geschäft holen. Die gehen dann den Tag selber direkt und die Leute verdelen, die wirklich am Besoin sind und die nicht können normal kaufen kommen. All die Sachen, Obst und Gemüse hauptsächlich, wo wir auch müssen aussondern, wenn wir nicht mehr dürfen verkaufen, die gehen wir hier den Beteburger Park. Es wird immer so bestellt, dass ich so wenig wie möglich Wäsche kriegen muss. Natürlich passiert es auch mal, dass ein Etwas nicht verkauft wird. Meistens machen wir das so, als Mitarbeiter holen die Sachen dann einfach auf, gratis mit dem. Ganz große Masse, die wir nicht verkauft können kriegen. Dann gehen die meistens so ein Stück von der Straße. Die frischen Sachen, die Lebensmittel, die Wäschgeheit müssen gehen, die gehen an eine Biogasanlage gefahren. Auch Kantinsrester kommen an eine Biogasanlage. Alles, was verschafft ist, der aus hygienischen Gründen mit Gehalt gehen. Wir haben noch als Chefkoch gefragt, wie die Ambiance an seiner Equipe findet. Je pense que l'ambiance est bonne, ça joue sur le travail, donc là, avec une bonne équipe, on fait un bon travail. Was hält ihr von der Qualität von ihrem Essen? On essaye de faire notre maximum, nous on mange aussi, et bon, je pense que le nombre de clients qu'on a, je pense qu'on est bien de ce côté-là. Wie ist die Stimmung zwischen Kantinspersonal und Schülern? Voilà, je pense qu'il y a une bonne entente également, donc si, à partir du moment où est-ce qu'il y a un élève, s'il y a un souci, ils n'hésitent pas à venir nous voir. On avait également des enfants qui avaient des allergies, gluten. Là, c'est pareil, ils viennent nous voir, on leur prépare spécialement pour eux, si nécessaire. Was gibt der den Schülern noch gerne so? Je suis ravi qu'ils viennent manger déjà, hein, c'est que la qualité est bonne. Et donc, j'espère qu'il y aura encore plus de monde pour la rentrée prochaine.